so ein Merci wie die zwei Motionen, die wir heute können diskutieren. Das ist für uns überraschend gewesen, dass wir die Diskussion hatten. Wir hatten den 25. November die beste politische Debatte, wo der Herr Minister Asselborn als auch gesagt hat, dass, wo über Palästina geschwärzt wird, dann eine eventuelle Unerkennung, dass wir hin, klar wäre, dass wenn es keine Obstakeln an der Friedensverhandlung gehen, da ging Lützeburg seine Responsabilität holen. Ich meine, das wäre es wieder, dass das Lot 22 steht hier, aber wir hoffen, dass die Regierung sich nach immer gebunden fühlt. Das ist jetzt hier nicht geschieht, außer dass keine Friedensverhandlungen konnte sie, weil am den 2. Dezember, wenn ich mich gut erinnere, an Israel eine Regierungskrise ausgebracht ist. Also kann ich nicht nur den 22 Stege konstant machen über die Evolution von den Friedensverhandlungen. Den zweiten Kommentar will ich auch noch machen, dass den, dass wir es natürlich müssen um den dramatischen Konflikt zwischen Israel und den palästinensischen Populationen hier kümmern. Wir dürfen aber nicht also Blick so fokussieren, dass all die anderen Probleme an der Region aus den Nerven verlieren. Und der geht da terribel. Und natürlich die Situation in Syrien, den Zerfall vom libyschen Staat, wie sie nicht, was mit Ägypten geschieht, an all die Initiativen, die wir hatten in der Vergangenheit, wie wir hatten, mit den Staaten können etwas aufzubauen, in Relation, sie wird der Prozess de Barcelona, de weiter Middle East oder Gott weiß weiter, das alles am Sand verläuft, das kannst du kapitulieren. Wir haben einfach ein riesiges Problem mit der Region, wie zu wissen, wie wir können die überhaupt politische Relationen und Stabilität kreieren. Also ja, natürlich muss man sich um diesen Konflikt kümmern, über den wir Haut schwätzen, mehr aber auch der Recht muss man mehr behalten, auch die Situation für die Christen an der Region. Gut, wir haben zwei Resolutionen highlighten. Ich schreibe auch, dass die EP schon gesagt hat, sie gegen die vom Europaparlament können mitstimmen. Für uns als Analyse, gelieft? Die kriegen auch. Für uns als Analyse, sich zu gucken, wie unterscheiden sich die zwei Motionen. Also die halben Majoritätsparteien viergelegt gehen, die geht eigentlich Chèque en blanc der Regierung. Sie sieht, wenn die Regierung sieht, le moment venu, le moment le plus opportun, da ging es bei Parlament dann dort unterstützen, dass den Staat Palästina soll unerkannt gehen. Die anderen vom Europaparlament als wesentlich mehr nuanciert. Also ein wichtiges Element, weil dann der von der Majoritätspartei fehlt, zu den klaren Referenz auf die Notwendigkeit von der Unerkennung vom Existenzrecht vom Staat Israel. Das ist eigentlich der größte substanzielle Unterschied. Und du weinst doch, sind die Konservativparteien am Europaparlament auch Afferstange für das zu drohen. Und du weinst auch, können wir als RDR so, dass mir die Resolution vom Europaparlament, wie sie hier umformuliert gouf von der CSV deponiert ist, können mitdrohen. Weil da dran ist die Anerkennung vom Existenzrecht vom Staat Israel. Wenn wir nur die letzte Resolution oder Motion hier gucken, die von der Majorität 4 gedrogen ist, da steht das nicht dran. Und du wenn's proposiert da der, wenn wir das sollen mitstimmen, ein Amendement zu der Motion, die Regierungsparteien hier proposieren, und zwar gingen wir so reconnaître formellement l'état de Palestine dans les frontières und so weiter, au moment qui sera jugé le plus opportun, wie auch die Regierungsparteien das frohen. Und da setzen wir aber eine klare Präzision an. Et après que l'ensemble des principales forces politiques palestiniennes, y inclus le Hamas, auront reconnu le droit à l'existence de l'État d'Israël dans des frontières sûres et reconnues. Das steht auch an der UNO-Resolution 242 von 1967. Herr Präsident, ich den Amendement gehen. Situation also für uns als klar. Wir sind als RDR bereit, eine Unerkennung vom Staat Palästina zu drohen, sous condition, dass das Existenzrecht von Israel von allen palästinensischen Forzen auch unerkannt ist. Lassen wir uns aber vielleicht nicht an der Natur vom Exerzice ihren Moment. Die Unerkennung, auch wenn sie da geschieht, die ändert nicht Friedensprozess. Das ist eine Illusion, wie das zu mengen. Die Linke hatte gedacht, dadurch könnte Israel unter Druck gesetzt gehen, dafür haben sie das auch gesagt an dem Depot, den sie gemacht hatten. Das ist eine Illusion. Wir sollten hier aufpassen, auf das Moment, die Anerkennung von einem Staat, also sich ein Instrument vom Droit international publik, was nicht soll zu politischen Zwecken missbraucht, weil Konditionen damit verbunden sind, klare Positionen, 4 Stück. Das eine, also muss ein Staatsgebiet da sein, das en Negoziation, an Friedensverhandlungen, wir wissen noch nicht, wie das zukünftige Staatsgebiet von einem Staat Palästina auch von Israel ausgeseit, weil 67 ist ja nicht eine definitive Grenze. Wir haben ein Staatsvolk, das getrennt und zerstritten ist. Wir haben Relationen, wir haben keine einheitliche Regierung, auch wenn wir durchschwätzen von einer Autorität kommun, aber wirklich geht sie Vertrag an Hamas zerstritten, an Heinz der Todfeinden. Aber wir haben
net eng grundsätzlich Bedingung nämlich Staat erfüllt, nämlich Staat e Staat, den man unerkennen muss können a Friede mat zingen opere liewen, dat as ganz einfach net erfüllt, solange dat Existenzrecht von Israel net unerkannt ass. Do wennst du mir als ADR, dat mir bereet sinn eng Motion Mazedron die nuanceiert das an sich chlor op das Existenzrecht von Israel referiert, also den Text aus dem Europaparlament auch do der konservative Partei mat gedroget. An wir sind auch d'accord mit der Regierungsproposition, allerdings wollen wir präzisieren, dass das nicht mehr kann sein, eine Unerkennung, nur dem das Existenzrecht vom Staat Israel unerkannt ist. Ich so nicht, merci. Ich wollte erstens sagen, dass ich vieles an dem, was der Minister gesagt hat, kann absolut unterstützen. Ich meine, da war ganz viel Moderation rauszuspielen, mit wo noch eine Reihe Sachen, die nicht so unwidersprachlos sind, für all Missverständnis zu verhindern. 1940 sich effektiv als even den Ursprung von dieser Krise, weil die Resolution vom Conseil de Sécurité von den arabischen Staaten nicht akzeptiert gouf, geliebt. Ja, 47 und du 48 als zum Krieg kom, weil die arabischen Staaten das nicht akzeptiert hatten, weil sie wollten Israel von der Karte löschen, weil sie die palästinensische Bevölkerung, die dort gelebt hat, abgerufen hat, für die Region zu verlassen, weil sie könnte ganz geschwind zurückkommen oder Zerstörung vom Etat Israel. Es hat nicht so geklappt, wie sie gedacht hatten. Sind da hier haben wir also das Problem von den Refugiés Palästinenser. Und ich meine, sollen die historischen Fakten nicht auseinanderlassen, wann dann die Diskussion hier feiert. Zweitens, ja, es ist dramatisch, es ist furchtbar, dass man so viel dodische Zivilisten haben. An Israel werden auch viele dodische Zivilisten, können da immer die Victimen von terroristischen Attacken sehen, aber in Israel nicht den Iron Dome hat, da wäre durch die Raketenbeschuss werden auch viel mehr Leute beklagen, wie du schon hast. Und das ist auch einfach eine Tatsache, dass am Gaza so viel Dodischer wären, trotz allen Erfahrungen von der israelischen Armee, wird Leute zu warnen, die SMS-Telefon, an allen möglichen Erfahrungen, die gemerkt wurden, aber weil Hamas hier Leid als Schutzschild geholt wird, für Raketen zu beschützen, dieser Schulen, anderen Infrastrukturen, wenn der UNO deposiert und zum Teil, wie sie von Angriffen zu schützen. Das ist ganz schlimm, was Hamas gemerkt hat. Und ich meine, auch das als ein Teil von der Wohlrecht. An Hamas ist da nicht eine einfache Partei. Sie ist nicht vergleichbar mit einem Front National Frankreich, dem selbst nicht gegen erstellen. Aber das ist einfach eine terroristische Bewegung. Also das ist nicht nur terroristisch, das ist rassistisch. Ich meine, Vierredner, den Herrn Moser hat aus der Schacht von der Hamas zitiert, es gibt noch von der Sachen, die kann do so, weil Hamas sagt, Musulman, Serviteur de Dieu, un Juif, an Hamas zitiert aus dem Koran, wo sie so und Jude verstoppen sich zwischen Beam und Steng, an der ruft Hamas ab, am Numm von de Beam am Stenger sieht ein Juif, se cache derrière moi, viens et tue-le. Also das ist ganz dramatisch. Wat Hamas alles und Dschihad oprief und Dschihad seht, also sie bezeschen an der Schacht den Friedensprozess als ein Exercice futil. Also sie seht an ihrer Schacht, der Peuple Palästinien hätte viel eher gefühlt, wie sich mit futile Sachen für den Friedensprozess aufzugehen. Ich kann nicht die Schacht gehen, ich meine, in der Moselzeit ist schon so auch mal durch, weil es einfach wichtig ist, dass man uns daran erinnern, dass man Heimat mit Terroristen zu denen, die rassistisch sind, an die wollen nicht nur den Staat Israel nicht unerkennen, aber auch noch Juden als Volk ausrotten. Und das ist wirklich eine ganz dramatische Situation. Da muss man das nicht vergessen, wenn wir über die Situation am Nahen Osten schwätzen. Und dafür ist es so wichtig, für auf das mal darauf zu insistieren, dass die Anerkennung von Israel als sichere Grenze kann geschehen. Und dann Menschenrechte, die sagt immer, Herr Minister, dass das selbst 2, 3 Tage sagt, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Minister, seht ja ganz tags, dass Gaza eine Prison wäre. Gaza leidet unter einem Blockus. Mit Gaza leidet unter einem Blockus durch die Politik von der Hamas. Israel ist nicht interessiert Blockus Gaza, wenn Sicherheitskonditionen für Israel erfüllt wären. Aber wenn ihr guckt an die Vote zu Ramallah, die Vote an der Gegend, die wisst ja einfach, wie Menschenrechte durch Hamas verletzt gehen, wie Todesstrafe appliziert wird, wie Prisonszustände sind am Gaza, die Vote ja da. Die wisst, dass die Leute keine Freiheit haben. Pardon, Herr Präsident. Aber ich meine, den Herr Minister, wo du. Und dann, wenn das so der Fall ist, ich meine, wenn ihn dann über Gaza als eine Prison schwätzt, dann muss ich so, für korrekt zu sehen, Gaza ist in einem Blockus aus Sicherheitsgründen. Und der Blockus ist im Droit international publik kompatibel, dass das nachher konfirmiert gehen, wo die Flottille, die aus der Türkei kommt, gestoppt wird, an den internationalen Gerichtshof darüber navigieren hat. Das ist konform zum Droit international publik. Was aber inakzeptabel ist, dass die Manier wie Gaza hier populär
Populationun ënnerdrückt, Direngelt, Folter, hiricht, an dat ass och en Deel vun dem Aspekt, den net der West verleieren. Es so nicht Merci.